Gundach, Leibelü. Ich will ju als ein klein Geschichtchen von Poggenkamps Papa vorlesen. Schrieben hat das Geschichtchen Bernhard Weilbaum. Et het de Kirgelbrüers. Friedags kommt Poggenkamps Papa tot Kirgeln. Dat Abenderden, dat muss dann titig fertig sein, denn er hat dann wane ilig. Sine Marie gaf hem dann gern noch so ein paar gute Worte mit auf den Weg. Lot nicht so laut werden und trink nicht so viel, sagt sie dann. De Prech, de kenne Papa all. Die Kirgelbrüers sind immer unter sich. Da wird vertellt und lacht, kirgelt und trunken und auch essen Häppchen Hirten. Wie all die Freit reit die Tiet rasch herum. Und an die Uhr, ja, da denkt kein ein mehr dran. Nu ist eure Tiet noch Husen zu horn, sagt Poggenkamps Papa. Es hier noch buten kann, da ist es noch lecht. Of ist es allwier lecht? Keine Aufregung, die Straut höre ihm allein, auch wenn er nicht immer lieg gut horn kann. Er fand sein Hus auch ohne jede Panne. Wo soll das auch anders sein? Er kommt den Weg ja jeden Tag. Bis kurz vor der Hustür kam er. Da versechten seine Untertanen. Er legge sich der Dahl. Sein ersten Blick kommt noch das Schlafsturmfenster. Kein Mensch kennt wat sein. Er rappelt sich up, findet den Hustür Schlürdel und schlütt up. Er heizt ganz sachte herin und legt erst ein Ohr an die Schlafsturmtür. Rö, 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 kommt dat. Gut so, dachte er. Wie utrecken, süht er blot in seine Unnebüchs. Ja, wo kam dat denn weg? Dat echte Pferde etwas also doch nicht so unchampert afron. Er führt es mit der Hand über sin Alexanderplatz. Aber die Hauptstelle, die kon er nicht utfindig machen. Echten ha ja keine Augen. Aber mit so'n verschandelt echter Dell kon er nicht in Berg hauen. Sine Marie soll das doch nicht merken. Und so beduselt was er ja auch nicht. Heftploster heran und dann an Speidel. Man muss sich bloß zu helfen wirken, auch wenn man es in Stimmung ist, sag er sich. Sin Ansein, dat wohl he waren. Dat ha er wohl total vermasselt. Sine Marie mog ihm am anderen Morgen so'n spitzbürrig Gesicht und lache auch noch düppi. Wie mag mi nicht obrüsig, sag he. Sine Marie wogt aber doch zu fragen, warum he dat Heftploster denn wohl an den Speigel kleft ha.